Ja, ich hoffe, ihr habt alle euren Schokihase gefunden und begrüße euch recht herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Diese Themen haben wir heute für euch. Eiertütschen mit den Profis vom FC Thun und eine ganz besondere Städtepartnerschaft. Zuerst schauen wir jetzt aber auf die News vom heutigen Tag. Gekämpft, getroffen und gewonnen. Der FC Thun Berner Oberland ist wieder oben mit dabei. In einem absolut unterhaltsamen Spiel schloss der FC Aarau mit 2:1. Jetzt sind sie mit drin im Kampf um einen Barrageplatz. Person nach Bahnunfall gestorben. Gestern ist es zwischen Bern und Thun zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Und jetzt weiss man den Grund. Beim Bahnhof Wichtrach ist eine Person unter einen Zug gekommen und getötet worden. Wolf von Kirchdorf identifiziert. Das Raubtier, das Anfang März in Kirchdorf und im Gerzensee je ein Schaf gerissen hat, ist jetzt identifiziert. Es handelt sich um eine Rüde mit der Bezeichnung M223. Vor dem Challenge League-Spiel gegen den FC Aarau, wo der FC Thun übrigens mit 2:1 gewonnen hat, ist vor dem Stadion schon einiges los gewesen. Der Verein hat nämlich zum Ausklang vom Osterwochenende zum traditionellen Eiertütschen eingeladen. Bei gutem Wetter, guter Musik und guter Stimmung hat der Clubpräsident der Andres Gerber meiner Kollegin der Gina Krückel verraten, was man sich von solchen Aktionen, die es künftig öfter geben soll, erwartet. Ist das erste Mal, dass Sie so etwas machen, das an Ostern? Ja, sonst haben wir auch nie am Ostermänti Match in den letzten Jahren. Also manchmal hat man ja auswärts oder dann ist der Match am Donnerstag oder am Freitag oder am Samstag, je nachdem. Und ja, ist das kein Thema gewesen. Aber jetzt haben wir das Gefühl, wenn wir schon mal am Ostermänti spielen und die Leute weg vom Match hierher kommen, wollen wir etwas Zusätzliches bieten, das für alle etwas hat. Und wir sind wirklich froh, dass schon 2 Stunden vor dem Match so viele Leute da sind. Das heisst, Sie können vorstellen, so etwas mal wieder machen, so kleine Anlässe vor dem Spiel? Ja, unbedingt. Ja, aber nicht nur an Ostern. Wir haben ja das so kommuniziert. Aufbruch FC Thun, das ist, soll nicht nur irgendwie ein Wort oder ein Floskel sein, das wollen wir wirklich machen, nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Es muss etwas laufen vor dem Match, während dem Match, nach dem Match. Dass nicht nur Hardcore-Fußballfans ins Stadion kommen, auch Frauen, Kinder, was auch immer, Leute, die vielleicht nicht nur Fußball interessiert sind, dass einfach etwas läuft. Musik, Gesellschaft, Geselligkeit, Kulinarik, was auch immer, dass etwas läuft. Und das ist heute so ein gutes Müsterli von dem, was hoffentlich in Zukunft geboten wird. Einfach die nicht im Aufgebot sind, logischerweise, die können jetzt nicht da sein. Es hat der eine oder andere da und es soll auch ein bisschen, für dass man sich begegnen kann. Mal, auch für die jungen Spieler ist es interessant, wenn sie sehen, was alles dazu gehört, dass sie auch mal Fragen beantworten müssen, Unterschriften geben, für ein Foto herhaben. Das gehört alles dazu, wenn man Profi werden und wenn man bekannt werden und beliebt werden. Das sind gute Erfahrungen. Ich freue mich auf ein Match. Es ist eine schöne Ausgangslage, die wir heute haben. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder dran. Wäre natürlich sehr schön. Ich hoffe, dass es klappt. Und wenn wir nicht gewinnen, ja, dann ist es so ein bisschen, dann wird es schwierig. Das ist glaube ich auch klar, ohne dass wir nirgends die Saison abschreiben. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man hat zumindest nach diesem Match ein bisschen mehr Klarheit. Aber so oder so geht es heute darum, wieder ein Erlebnis zu haben in der Arena, mit vielen Zuschauern, guter Stimmung, mit hoffentlich einem guten Ausgang für den FC Thun. Seit mittlerweile 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen dem Schweizer Bergdorf Grindelwald und der japanischen Provinzstadt Matsumoto. Dazu wird geplant, dass Mittelstufenschüler aus dem Berner Oberland ins ferne Asien reisen. Pandemiebedingt kann das aber leider nicht stattfinden. Dennoch möchten die beiden Orte miteinander in Kontakt treten. Der Ben Abeckler hat bei 3 Siebtklässlern nachgefragt, auf was sie sich so freuen. Gleich habt ihr den Austausch mit japanischen Schülerinnen und Schülern. Wie fühlt sich das für dich an? So komisch, aber ich denke, es wird schaffbar sein. Ja. Wie fest freust du dich auf das? Schon sehr. Aber jeder ist etwa ein bisschen aufgeregt. Und das Englisch von mir ist nicht ganz das Beste. Aber ich freue mich sehr.
Also ich freue mich sehr, weil es wird halt auch lustig wegen der Sprache her, wie wir uns werden kommunizieren. Klar, man kann auf Englisch, aber weder wir noch sie können, also perfekt Englisch, aber ich glaube, wir werden es schon schaffen, ja. Was würdest du gerne von ihnen wissen? Zum Beispiel, was von ihnen das Nationaltier ist oder was der grösste Berg bei ihnen ist. Oder Vulkan ist natürlich auch noch ziemlich spannend. Oder halt schon etwas ein bisschen Persönliches, zum Beispiel, ob sie Haustiere haben oder Geschwister oder so. How many persons are in the class? Do you need a class uniform? Wie stellst du dir Japan vor? Ich glaube, es ist sehr anders als hier, sicher viel grösser. Und ich glaube, man unterschätzt das halt wirklich, und man denkt, das hier ist schon gross, aber Japan ist halt noch etwas viel Grösseres. Und ja, ich hoffe, es wird sehr gut. Du selber würdest ja auch gerne mal auf Japan gehen. Ja, ich hoffe, ich darf auch gehen. Das wäre es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Artikeln oder Themen gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder auch in unserer App. Kollegen von Meteo News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter wird. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben, und ich grüße Sie heute mit saftig grüner Wiese und blauem Himmel aus Röthenbach im Emmental. Heute ist die Druckverteilung über den Alpenraum ziemlich flach. Die Schweiz wird im Westen und im Osten von 2 Höhentiefs flankiert. Das Höhentief im Westen das wandert dabei morgen in Richtung Mittelmeerraum und bestimmt Erfolg zunehmendes Wetter in der Südschweiz mit feuchter Luft. In Mittwoch starten wir nach einer meist klaren Nacht recht sonnig mit gelegentlich ein paar Schleierwolken. Dazu messen wir am Morgen ca. 3 Grad in Bern und auch in Burgdorf. Und von Thun bis nach Brienz wachen wir zu ca. 4 Grad auf. Am Nachmittag bleibt die Sonne die Chefin am Himmel, nur ein paar Wolkenfelder leisten ihr am Himmel Gesellschaft, und über dem Oberland bilden sich Quellwolken. Dazu erwarten wir bis zu 17 Grad in Biel und auch in Bern, und in Frutigen messen wir bis zu 16 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich recht sonnig. Im Flachland geht eine schwache Brise. Am Freitagmorgen erwarten wir auch noch recht sonniges Wetter. Am Nachmittag steigt dann die Schauer- und Gewitterneigung im Oberland an. Von Samstag bis und mit Montag rechnen wir mit einem Mix aus Sonne und Wolken und auch erhöhter Schauerneigung. Wie viel Regen denn wirklich wird vom Himmel fallen, das können wir Ihnen schon bald ein bisschen genauer sagen. Bis dahin geniessen Sie noch die Sonne. Alles Liebe und bis bald wieder. Ade miteinander.